Guten Mittag. Wir sind froh, euch hier an dieser Runde zu begrüßen mit Frauen, die da angeregt hat. Mein Name ist Diane Marx, Direktor vom CDA. Und ich greife Frauen auf, die da in den Chat geschrieben hat. Eine von den ersten Frauen, die wir angekriegt haben, das ist eine Frau, die sich rund um Doppeln von der Uni drehen, ob es da auch im Bereich von den Lehrsteuerungen Angebote gibt. Und ich gebe die Frau und Sonja weitergehen, da ich sie beantworten kann. Vielmals merci Diane. So wie den Alex gerade erklärt hat, gibt es beim IFAN eine ganze Reihe Offenen zu Lehrsteuerungen, die da angeboten gehen, auch über das Handbuch, für das Handbuch mehr an der Dave kennenzulernen. Aber an der Uni gibt es auch eine ganze Reihe von Kuren über die Lehrschwierigkeiten. Am BSCE, der Grundausbildung für die Enseignants, das ist den fundamental aufgegriffen, aber auch am Master for Secondary Education gibt es Kuren zu Lehrsteuerungen. Aber weiterhin gibt es dann auch noch am Bachelor für Psycho einen Kurs über die Spruch, Kognition, an dem auch Lehrsteuerungen behandelt gehen. Und das Kuren, die ich gerade beschrieben habe, sind alles obligatorische Kuren. Voilà, dann gebe ich die nächste Frage abgreifen. Das ist eine Frage, die sich rund um den Enseignant dreht. Was kann den Enseignant schon erholen? Welche Hilfestellungen sind da? Gibt es Material, das zur Verfügung gestaltet gehen? Aber was wären da mögliche Prozeduren, die da könnten erholen gehen? Also das ist so, dass wir am Handbuch auf verschiedene Kapiteln da eine Antwort drauf geben können. Unter anderem am Kapitel 4 verweisen wir auf den ganzen Diagnostikprozess. Und auch am Kapitel 7 gibt es mit Fallbeispielen illustriert. Und am Kapitel 5 an 7 sind dort eben die konkreten Hilfestellungen dran. Für aber nur konkret darauf zu antworten, gebe ich darauf verweisen, dass am Niveau von der Schule schon ganz vieles kann erholen gehen. Das heißt, an der Schule kann der Enseignant durch seine Beobachtungen schon viele Sachen zusammenbringen, kann Rückspruch holen mit EBS an seiner Schule, für da auch schon gezielt zu gucken, welche Problematiken vorliegen, auch der Kontakt mit den Eltern, etwa auch eine Frau, die rankommt, als wenn gesagt wird, dass es wichtig ist, auch mit den Eltern Rückspruch zu holen, weil da die Eltern auch die Problematik sehen und wie ihr Blick darüber ist. Wichtig ist es, dass die verschiedenen Akteure, die sich rund um die Schüler bewegen, zusammen schaffen, ihre Perspektiven eben zusammenbringen, und dass sie dann gemeinsam nur echt Schritte oder echt Lösungen am lokalen Niveau dann probiert zu reagieren, an Sachen zusammenzubringen. Wenn es natürlich dann sich weist, dass all die Hilfsmaßnahmen und Differenzierung oder spezifische Förderung nicht greifen, dann ist es einfach wichtig, dass sie nicht meldet bei der CI, für das dann die nächsten Prozeduren oder Schritte können angelegt gehen. Vielleicht ist es aber auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es wirklich viel interessante Fördermaterialien gibt, auch am CDA, wo man da eine ganze Panoplie, die man können zur Verfügung stellen, man doch Beratungsmöglichkeit, sodass es da auch auf dem Punkt ganz viele Hilfestellungen gibt. Für die ganze Weg am Niveau von der Region, aber am nationalen Niveau sind da noch ganz viele weitere Schritte, die können erholen gehen, die dann natürlich auch an dem Kapitel 4 vom Handbuch ein bisschen im Detail beschrieben gehen. Voilà, dann gebe schon die nächste Frage anlegen. Das ist eine Frage, die schon den Herrn Kockans oder den Alex weitergehen. Das ist eine Frage, die sich rund um die Kammer am Siegel 1 drehen. Und da ist eine Frage gestellt gehen, ob es schon Auffälligkeiten gibt oder ob es schon echt Undeutungen gibt in Richtung dieser Problematik Niveau von Kammer an einem Siegel 1. Also am Niveau vom Cycle 1 ist es klar, dass in laut Kriterien, offizielle Kriterien, nicht von einer Lehrstörung kann schwätzen. Es kann ihnen aber einen geschäftlichen Blick auf Tierlieferfertigkeiten geheilen, was den Präkalkül, Präkrie, Motorik und chronologische Bewusstheit ist. Auch da kann ich mich als Enseignant fit machen, notamment bieten IFAN ganz viele Formationen an dem Bereich wo ich eben diesen Blick kann schärfen kann, aber auch wie ich die Bereiche gezielt fördern kann.
Voilà, dann als nach eng weiter froh rakom an zwar als eng froh, wie machen het wann Kant eng Hülle profiséiert, wie kann ich dummer da umgoen, ich denke gekoppelt und de froh als aber auch die ganzen emotionalen Umgang mit der Leiersteierung an dat das eng froh wo es Dinike eng Antwort kann drauf gehen. Merci Diane. Wie wir in Kapitel 3 beschreiben, gehen Lernstörungen häufig mit anderen Störungen ein. Und deswegen sollte man auch immer das generelle Wohlbefinden vom Kind mit einbeziehen und auch dann mit Kind und Eltern überlegen, welche Hilfestellung am besten passen kann, dass man das Kind auch nicht weiterhin überfordert. Und das haben wir dann auch sehr klar in das diagnostische Prozess mit eingenommen oder das wird in Praxis immer mit eingenommen, wie es mit das Kind geht, wie die Lernstörungen vielleicht auch andere sozial-emotionale Faktoren beeinflussen. Und man muss immer für jedes individuelle Kind schauen, was am besten passen kann. Voilà, dann eng next Pro, die man opgreifen, dat das eng Pro diese schronderem den Testing dreht. Das Pummel Pro Gestalt gehen am Chat kann den Osseiner den Test schon selber machen. Also du würdet ein klare Antwort, wenn man von standardisierten Tester, wo es um Diagnosestellung geht, da kann den Osseiner die Tester nicht selber machen. Das heißt, den Test können durchzuführen, muss ihn berechtigt sind, die auch dürfen durchzuführen, wie zum Beispiel für psychologisch Testungen muss ein Psycholog machen, aber man bei Überprüfung von schulischen Kompetenzen wohl verstanden bei standardisierten Tester. Standardisierte Tester sind Tester, wo man Normierungen haben. Du muss ich das schon gelehrt tun, an eine Ausbildung können vorweisen. Wenn man dort aber trotzdem darauf hinzuweisen, dass ein Enseignant an dem ganzen Diagnostikprozess trotzdem aber wertvoll Sachen kalibern, auch wenn er nicht direkt standardisiert Tester benutzt. Also ich denke du besonders an Beobachtungsverfahren, ich denke aber auch an Gespräche, die kann machen, Produktionen sammeln, sie analysieren, das heißt eine informelle Fehleranalyse beispielsweise machen, auch mal Enseignant vom Jahr für Drun Rückspruch holen, vielleicht aber auch mal an der Mesoreleno, wie sie Sturzsituation weist, Hausaufgabesituation analysieren, sodass du den Enseignant auch als enger Rolle wertvoll Stecker zusammen sammeln kann, für mir klar Bild zu kreieren, über die Situation vom Schüler, ihr dann überhaupt die standardisierte Tester dann zusammen oder ungefähr beginnen am Niveau von der CI oder auf nationalem Niveau. Voilà, ich gebe die nächste Frage auch abgreifen, die gebe ich und den Alex weitergehen. Das ist eine Frage, ja, Prise en Charge. Wie eine Prise en Charge machen Sinn? An welchen Piste wären du empfehlenswert? Bei der Prise en Charge ist es wichtig, für den einzelnen Fall zu gucken, umso mehr wichtig ist doch den Diagnostik klar zu machen. Du kann ihn nicht so das ein oder den anderen Zugang als gültig für Altschüler. Es geht darum, an dem Diagnostik zu gucken, welche Elemente ja, bei welchen Elementen weiß der Schüler Stärken, aber welchen Männer an eben auch Funktionen dann davon zu gucken, was kann funktionieren. Du hast aber auch die Bereitschaft vom Schüler selber ganz wichtig, weil wir oft schon Situationen gesehen haben, wo man dann dem Schüler etwas proposiert tun und der Schüler gar nicht bereit werden. Und für das ist wirklich die emotionale Komponente als auch da ganz wichtig. Generell kann ich von Adaptationen ganz viel schon machen, mit Adaptationen sehen, wie enorm durchgestaltet gehen, dass auch immer den selben Weise von der Durchstellung geholt wird. Du gibst ganz praktisch Tipps, wo wir auch schon am Handbuch abgelöscht haben, und aber auch am Centre de Dokumentation vom CDA, wo du auch da ganz viel Materialien fand. Das geht aber dann hin bis zu Förderungen, Reedukation, verschiedene Ateliers können Sinn machen, bis hin zur Kompensation
durch Hilfsmittel, wann verschiedene Bereiche wirklich ganz problematisch werden. Voilà, eng nächst Pro, die wir auch abgreifen, das ist ein Pro, die sich rund um Informationsoffern nur dem Live-Event von Haut werden drehen. Das heißt, wir ein ganz Offern, die Orlo für drin angekündigt werden. Die Einzelformationen richten sich entweder an Diagnostik-Equipen von der ESA oder von der Centre de Kompetenzen, aber auch andere Formationen, die sich mehr spezifisch und Lehrpersonal, die EBSen oder diese Assistenz-Equipen drehen. Und wir haben bewusst, dass diese Formationen Einzel Thematiken aus dem Handbuch rausgezogen und das immer ein Kombin von einer Person von der Uni mit einer Person aus dem CDA, die das Formationen anbieten. Nur diesem Live-Event gehen das Formationsoffern auch freigeschaltet. Und wir haben da 5 Offeren, wo wir ganz froh sind, dort zu beginnen und vielleicht auch noch ein mehr gezielt auf Einzelvorstellungen zu dem Zeitpunkt anzugehen. Also es sind Thematiken, die wir rausziehen, wo es zum Teil über den Diagnostikprozess geht, aber auch der multilinguale Kontext sehen wir nicht heraus oder auch über Testnutzung an die Umsetzung von Tests im Kontext von Lützeburg greift man da ab und natürlich auch an Diagnosestellung, also eine Thematik, die man einzeln auftritt und eine Werte verdienen. Voilà, und dann vielleicht aber auch nach ein Code, die nach gerade herabkommen ist, ob ihn als Enseignant sich nach Spezialisationen machen kann am Enseignement, für du zu enseignieren. Du kannst vielleicht direkt eine Antwort drauf gehen. Also wir haben am Enseignement haben wir die EBSen, das sind die spezialisiert Enseignants, die durch für Kinder mit Lehrschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten zu enkadrieren. Ein Enseignant, den sich dafür interessiert, kann heute entweder einen zusätzlichen Master denen Fotografie lehen, wenn er den nicht gut, müssen entweder schon 10 Jahre oder 15 Jahre als Enseignant eine Nomination holen. Und dann ist es so, dass man bei den IEBSen den Enseignant ein ganz rich Formationsoffern auch zur Verfügung stellen, sodass sie sich auch an den Thematik von der Lehrstörungen nach durchaus darauf kann, für du noch mehr Sicherheit zu kriegen an der Umsetzung vom Alltag. Auf alle Fälle ist das ein Platz, wo viele IEBSen sich schon angeschafft haben, auch vielleicht also eine Idee, sich so ein bisschen zu changieren, dass sie da kurz Bild kriegt, was denen hier Tasche ist. Voilà, dann gebe ich vielleicht nach ein Pro, die sich rund um das Projekt dreht, aufgreifen, wo es vielleicht auch nach einem Suite geht, was geplant ist. Nur dem heute Projekt, du kann als Sonja vielleicht ein bisschen mehr verdeckt absolut sagen. Ja, für uns ist das Projekt noch nicht fertig, wir haben schon ein nächstes Projekt geplant mit dem CDA. Das ist halber eigentlich die erste Etappe vom Gesamtprojekt. Und aufgrund von den Resultaten, die an der Studie gesammelt gehen, gesehen an die Jessica und Inneke am gerade vorgestellt gehen, an die am Kapitel 4 vom Handbuch genau beschrieben gehen. Wo wir als Summe mit dem CDA dafür entschieden, 4 Tester zu entwickeln, die genau auf den Lützebäuer, auf die komplex lützebäuerische Situation zugeschnitten sind. Das ist, wie ein Tester wird mal entwickeln, zusammen mit dem CDA. Also aufgrund von den Resultaten und zusammen mit dem CDA haben wir uns dafür entschieden, für 2 Testbereiche aufzupreisen und das Lesen, Schreiben, Errechnen. Und da werden wir 2 Tester entwickeln, aber es sind nicht einfach 2 Tester, es sind komplette Testbatterien, die eine ganze Panoplie von Prozesse im Bereich Lesen, Schreiben, Errechnen werden aufpreisen. Wir sind froh, dass den Interesse für so spezifische Tester auf nationalem Niveau da ist, weil so Forschungsprojekte, die ganz spezifisch auf die Situation zugeschnitten sind, die ganz Seelen von externen Forschungsinstitutionen finanziert. Und dafür sind wir freuen wir uns auch auf die weitere Kollaboration mit dem CDA. Voilà, dann haben wir nach am Schluss nach 2 Letztsachen ein Pro, die nach Rakom aus Attestationen gegangen von Dyslexie,
rakom ass oder die überhaupt möglich aus zu Lützeburg eng Attestation auszustellen an auch ob es möglich ist, also kann méi verschiedene Problematiken zu Summe kann hun, also muss ich so dass das möglich ist, also kann méi die Engsteuerung hört an der können eben raus, an dem ihr wirklich sich Zeit hält wirklich zu verstehen, wo der Kant steht, aber eng Problematiken zu Summe kommen. Der Tisch muss auch so für das können zu attestieren rich nur den Kriterien, die man am ICD-10 und die am Handbuch, die auch am Handbuch beschrieben sind, an den ersten Kapiteln mit das wohl verstanden zu Lützeburg eine richtige Herausforderung. Wir können eine Attestation auszustellen, wenn man auch den Spruchenhintergrund von der Kanner müssen berücksichtigen, und das doch einst du schwierig ist aufgrund vielleicht von soziale, emotionale Situationen vom Kandidat nicht immer evident ist, wir können das Attestation auszustellen. Sodass man dann an dem Fall entweder die Attestation nicht können ausstellen oder just von einem Verdacht auf eine Dyslexie beispielsweise schwätzen können. Voilà, dann haben wir vielleicht eine allerletzte Frage, die gebe ich schon den Alex weitergehen. Und zwar war der froh, wie kriegt er das Handbuch? Voilà, wir sind auch nur am Schluss von der Fragerunde angekommen. Wie kriegt Handbuch eine ganz wichtige Information für die Regionen? Bücher sind präpariert und die gehen ab nur und Regionen verdient. Wie gesagt, für drin hat natürlich Möglichkeit für die, die du kennt, sollten gut tun, Buch über melusinapress.lu aufzuladen, respektive auch da an der Printversion zu bestellen. Ich gebe zum Schluss erst große Merci von euch alle guten Ausschwätzen für Ihren Interesse. Und ja, viel Spaß beim Buch.